Kelly. Joel. Was du ein Mensch, der gerne Piklen ausdrückt? Bei dir selber oder bei anderen Leuten? Schon nicht so viel ambivalent Gefühle. Bei anderen Leuten nicht unbedingt. Bei mir selber kann ich meistens nicht losen, obwohl ich weiß, dass es so ein ganz kleines Zeitfenster gibt, wo das eine gute Idee ist, also es nie eine gute Idee ist. Und du? Bei mir selber wirklich just, wenn sie mich nerven, wenn sie wehtun, bei anderen Leuten, merken ich das am Anfang nicht gern. Also ich gebe wirklich drum gefroht, so, ich komme da nicht dran, kannst du das für mich machen. Und so trinke ich mich auch echt nicht aus, weil ich Partner habe, den das immens gerne möchte, den immens fasziniert davon aus, wie das können zu machen und das überlassen ich ihm dann. Dat Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Wir schwatzen heute, ja, worüber schwatzen wir überhaupt heute? Das ist natürlich froh. Also, ich habe gebrainstormt unter dem Schlagwort Weird Körpersachen. Und du? Ich habe gebrainstormt unter dem Schlagwort Light Body Horror oder eklig Körpersachen. Ich fand, dass das bei mir passt. Also, das weird, also halt einfach oft eklig. Und das eklig ist einfach oft weird. Das ist natürlich aber vielleicht eine andere Perspektive. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Man da sind zwei Blickwinkeln auf die Körper. Ja, ich auch. Also ich meine, ich habe mich Männer mit Ekel beschäftigt, mir mehr vielleicht auch mit dem Thema von Schumt. Also sich für weird Sachen zu schummen. Joel, du hast mal für drüben schon geteasert, dass du interessante Sachen über Ekel gelernt hast. Willst du mal das sagen? Ma, natürlich. Also, das wird doch interessanterweise manchmal auch ein bisschen etwas mit Schum zu dienen. Oder wo sie vielleicht hier könnt, wenn man sich für eine Sache für sich selber ekelt. Ekel ist nämlich kein Gefühl, was als ungeboren ist. Also, es gibt natürlich ganz viel Streit darüber, je nachdem, aus was für einer wissenschaftlicher Perspektive da ihr könnt, würde ihr vielleicht dann strong feelings an die eine oder andere Richtung. Es scheint aber so zu sein, dass Ekel nicht ungeboren ist, mehr unsozialisiert wird. Und das erklärt auch, wieso dann Leute aus den selben Regionen, wo die selben Erstgewunnischten sind, halt die Erstgewunnischten haben, wenn ihr in einer anderen Region mit anderen Erstgewunnischten könnt, da finden die vielleicht ganz eklig. Also Kleinkinder so bis 2-3 Jahre reagieren sie nicht auf eklige Geruch und sie stechen sich ob mans bis 2 Jahre alles an den Mund, weil sie noch nicht wissen, was die kann essen oder was nicht. Und das sind halt Sachen, die sie dann entweder rausfinden, dadurch, dass die Sachen nicht gut schmecken oder ihnen schlecht geht, oder sie halt gesund kriegen, ist das nicht, das ist eklig. Und was ich auch ein bisschen rausgefunden bei meiner Recherche, ist, dass das halt als eklig empfunden wird, also auch so von menschlichen Ausschädungen oder Gewunnischten sich ganz stark verändert wird am Laufe der Zeit und das am Anfang auch so ging, dass dadurch, dass man halt mehr rausfinden, wie halt sich Krankheiten überdrohen und was halt hygienisch ist oder was nicht, dass man am Anfang mehr Ekel kriegt am Laufe der Jahrhunderten. Also ganz lang wäre es ganz normal, dass Leute auf der Straße sich, wie soll ich sagen, also erleichtert tun, genau. Also ich weiß nicht mehr, bei wem das wäre, aber das wäre aber eine relativ berühmte Persönlichkeit, die wir heute noch kennen, die anscheinend irgendwo geschrieben hat, es wäre nicht mal näherlich, Leute Bonjour zu sagen auf der Straße, die gerade am Gange wären, sich zu erleichtern. Also nicht das ganz normalisiert, dass den das möchte, mit soll ihn aber wahrscheinlich nicht dabei steuern. Das heißt, wir fanden heute wahrscheinlich auch einfach mehr Sachen eklig, wie wir das früher fand hätten. Und ich fand das am Anfang ja, ganz spannend, also vor allem den Aspekt, mit was einem unsozialisiert wird, und da den anderen aber oft gefühlt, dass wir so ein universelles Gefühl, den Ekel. Und da ist ja dann auch interessant, wenn ihr den eigenen Körper guckt, an die eigenen
weird Sachen, die die Körper so mischt. Und bei mir ist das oft, wenn ich so Sachen, ich weiß nicht, in besonders große Codes zum Beispiel, als mir nur das Fischen oder raus schnuddeln, wo ich dann denke, das ist am Anfang ziemlich eklig. Aber das war irgendwie mega cool und faszinant. Und wie könnte mein Körper dazu so etwas zu produzieren? Also das für mich also oft so ein, ja, es gibt so einen komischen Zwischengrad zwischen Faszination und Ekel, wo ich dann nicht immer genau weiß, wer den mehr empfindet von den zwei Sachen. Ja, die Ambivalenz kennen ich auf jeden Fall auch aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist interessant, dass du über Ekel am Anfang etwas Ähnliches gesagt oder rausgefunden hast, wie ich über Schummt, weil auch Schummt als gesellschaftlich unerzogen, also was als peinlich ist, für was man als schummen. Also das ist auch ein Gefühl, was am Anfang ein gesellschaftliches Gefühl ist, nämlich für Sachen, über die ihr nicht schwatzen oder die ihr am besten gar nicht sollt hun oder Sachen, die als irgendwie knastig konnotiert sind. Genau, und da das natürlich auch gesellschaftlich gewusst sozusagen. Es gibt auch viel wissenschaftliche Forschung über das Gefühl von Schum, die ganz interessant ist. Ich meine, ein Takeaway ist, dass wenn man sich schummt, am Anfang immer das Gefühl hat, dass etwas gemacht wird, was gesellschaftlich nicht okay ist, wo dafür gestraft wird am Anfang sozusagen. Und wenn das auf Körper zurückfährt, meine ich, finde auch Medien einen großen Einfluss, die als so ein du sollst kein Haar haben, du sollst kein Pickeln haben, also irgendwie den ganzen Beauty-Industrial-Komplex mit seinen Werbungen und so weiter, die auch historisch gewusst sind. Also das fand ich eine interessante Perspektive, dass du da mal dran hast. Also was ich da ja spannend fand, ist, dass Schum das jetzt für den für sich selber hat, an Ekel, das kann er ja für sich selber haben, und dann hast du doch, also dann sind die zwei Gefühle ja ganz nur bei ihnen oder oft vielleicht ekel den sich und da schum den sich und dann schum den sich vielleicht nachher, weil den sich geekelt wird. Ekel ist ja aber auch etwas für den vis-à-vis von anderen Leuten oder Sachen empfangen kann, mir oft projiziert den das ja und dann auch auf andere Leute. Und ich fand es ganz spannend, der den oft Sachen bei sich selber vielleicht ein bisschen eklig findet, mir bei anderen Leuten ganz schlimm. Also so, ja, ich weiß nicht, den nächsten kurz, den packt ich vielleicht tun. Verschiedene Leute essen nicht so gut. Ich von einem anderen, das gibt ihn aber wahrscheinlich nicht aufpacken wollen. Und da gibt es doch interessanterweise so Theorien oder so Experimente oder so Umfragen, die mit Leuten gemacht sind, teilweise auch auf Kleider bezogen. Also es gibt gewaschene Pullover von einem Undoen, den es nicht kennt, von einem Undoen, den es nicht kennt, sondern der an der Krankheit hat, oder gibt es Kleider Undoen, die den Hitler unhat. Natürlich gibt es die Milchleute so, und Apps Hitler gebe ich nicht Undoen. Ich soll natürlich, mir so natürlich aus, dass du nicht, wenn du gewäscht hast, dass du einfach just am Fong hast, du einfach just de Pullover. Trotzdem, also gibt es da irgendwie dann noch so ein magisches Denken, die nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun hat, beim Ekelgefühl, was sich dann so überdreht. Also das kann der vielleicht auch so von einem Teller ist, wo ein anderer schon, oder mit einer Vorstellung ist, wo ein anderer schon davon ergeht hat, als selbst wo ganz viele Leute ganz eklig fanden, wo aber vielleicht nicht unbedingt viel Schlimmes oder anders von denen so wissenschaftlich. Den Ekel aus der Denkgefühl an Schum, das dann oft Reaktion darüber oder einfach Angst davon, dass andere Leute sich ekeln. Ja, oder dass andere Leute weird fanden. Was ich mir aber auch gedurcht habe, ist, dass der Gegenteil von dem, was du gesagt hast, auch wahr ist. Nämlich, gibt Sachen, die ich bei mir selber immens eklig fand, die ich aber bei Leuten, die mir nur stehen, die ich gern habe, mit denen ich vielleicht auch sexuelle Kontakte habe, die ja viel mit Körperflüssigkeiten Kontakt könnt, gut nicht so eklig fanden, mir süß bei mir selber, also heinst du also noch mehr streng mit sich erwähnen, Vorstellungen, den eigenen Körper soll erfüllen oder nicht. Wie gesagt, soll man rasch dachten an den alltäglichen Body-Horror von den weirden Körpersachen, die also angefallen sind. Was ist schon Pratt, Joel?
Ja, wenn wir einen kleinen Tour mit der Geisterbahn. Ich muss aber direkt noch eine kleine Anekdote zu erzählen zu dem Wort Geisterbahn. Es gibt ja den Song Your Body is a Wonderland. Und irgendwann habe ich mal einen ziemlich eklige Pickel abgedrückt, wo dann richtig viel so Äther rauskommt. Und ich habe mir gedacht, ja, Your Body is a Wonderland, mir ist da so ein Grusel Achterbahn an einem Wonderland. Also ja, fängt nicht einfach mal an mit Pickeln an Äther als Mensch etwas, was wir allen zwei bei so Stunden hatten. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das auch, wie du schon gesagt hast, ein extrem gutes Beispiel für das ambivalente Verhältnis, was man zu den Sachen haben. Weil ich fand es schon faszinierend zu sehen, was dann quasi in der Haut so schlummert. Es gibt ja auf YouTube ganz Compilations von Leuten, die Pickeln ausdrücken, von all größter Form. Ich war tatsächlich mit einer Person zusammen, die sich die so gerne angeguckt hat, weil sie das so faszinierend fand. Ich meine, die Person hat an der Pflege geschafft, also hat auch mal die Körperin von Leuten geschafft, auch von kranken Leuten geschafft. Ich meine, da ist so ein bisschen der Skill, den ich brauche für die Form von Beruf, also so die Faszination dafür. Und du merkst, also so medizinisch Beruf, das wäre nicht für mich. Ich fand, es mich auch ein Unterschied, wo Pickel sind. Also ich fand so die Pickeln, die ich ganz, ganz selten am Gesicht und anstatt wirklich Chance, auch als jugendliche Person hatte ich nie mega viel Pickeln. Mit die ganz pur, die ich am Gesicht habe, zu einem gewissen Moment für meinen Menstruationszyklus, mit denen, ja, die sind nur eine Woche fort, mit denen gehe ich relativ gut eins. Aber so Pickeln, so und den Urverärm zum Beispiel, die ich heinst du hun, die aus stressige Phasen mehr ausgeprägt sind, mit denen gehe ich zum Beispiel nicht so gut eins. Oder so Rasurpickeln oder Pickel von angewurstenen Haar, fand ich auch noch eine andere Kategorie. Das sind so, fand ich auch so ein bisschen die Special-Pickeln, die aber auch ganz schön weh können, mit denen aber auch mega befriedigend sind für auszudrücken, falls sie ausgedeckt kriegt. Genau, also das wären so die unterschiedlichen Erfahrungen von Pickeln, die ich um meinen Körper machen. Ich hatte nicht so viel Chance an der Pubertät. Ich hatte ziemlich viel Pickeln und auch versucht mit allen möglichen Mitteln dagegen umzukämpfen, was mehr oder minder gut geklappt hat. Und sind immer nach Rosen, dass Leute gesagt haben, ja, das hält ich schon von den Kerem ab, dass die Pickeln hast. Und es ist einfach nicht wahr. Es tut ihnen einfach das ganze Leben lang. Wir sind effektiv echt die am Gesicht, also ich gehe eins nochmal damit, das sind auch echt die, wo ich dann dran denke, für sie auszudrücken. So andere kriege ich meistens nicht so matt, als sie wirklich schon mehr Platz, wo es weh tut, und dann drückt mich das natürlich auch aus, wenn es geht. Mir das schon noch immer ein bisschen so, wenn sie an einem Stadium sind, wo ich sie noch nicht ausdrücken kann, und sie sind aber schon weh, da sind ich mega genervt, ich denke so, was soll das Körper? Wieso muss ich so einen komischen Knopf haben? Angewussen Haar, habe ich rausgefunden, ich hatte mal gemeint, dass etwas, was mich nicht betreffen, was ich Seelen hat. Also lese ich auch, dass das etwas ist, was ich da könnte, wenn den sich viel rasiert oder oft rasiert, werde ich halt auf viele Plätze mit dem Körper nicht merken, weil ich aber auf viele Plätze habe. Aber scheinbar ist es so, dass da war hohe Aufwüssen und der Partner, von dem ich später schon geschwärzt habe, ist natürlich nicht nur, dass ich nur Pickel, sondern auch, dass ich nur angewussenen Haar. Zieht dann da auch die ein oder andere Kehr mal so in Haar raus, und weiß man, dass da guckt, wie lange das ist. Und das fand ich dann auch schon aus sich ein bisschen eklig. Erstens, dass es unter der Haut wiest, und zweitens, dass es dann, heißt dann so lang ist. Das ist, ja, weird und auch ein bisschen eklig. Und ich meine einfach, weil das so eine Ausnahme ist, weil sonst finde ich ja immens viel Haar am Körper und fand das ja nicht schlimm oder eklig, aber das ist dann aber komisch. Wobei es Haar am Körper gehen, wo ich immer noch ein bisschen, nicht mich ekle, aber so ein bisschen so ein unwohles Gefühl habe. Und das sind da zum Beispiel um Rick. Also es meine ich, weil das einfach gesellschaftlich, aber dann nach meiner unerkannt ist, wieder zum Beispiel ob der Brust oder im Bauch und sie so recken hoa, das scheint irgendwie so schlimm zu sein, dass ich mich dann immer nach heinz du für drunter ekeln, auch wenn ich es am Anfang so logisch nicht so schlimm fand. So, du bist nicht schon bei Haar über geschlittert. Ich fand, die zwei Themen passen einfach gut bei ihnen.
weil ich fand, sowohl bei Pickel wie bei Hoher gehen so Plätze, wo sie irgendwie okay sind, entre Guillemets. Und über die auch geschwärzt wird, zum Beispiel so Akne am Gesicht, gehen die ultra viel produzieren. Und je mehr tabuisiert Plätze ist, je mehr darüber geschwärzt wird, je mehr Schum den sich auch da sind, ob denen komische Plätze dann Pickeln hört. Wie zum Beispiel um Reck oder um den Arm oder um Hände, da wo ihn sitzt zum Beispiel. Also die Pickeln um Hände sind die meisten Leute. Mir trotzdem merke ich, dass das schon etwas möchte mit mir emotional wie ein Platz betreffend. Und ich fand auch bei Hoher gehen halt Plätze, wo es irgendwie okay ist zu haben, a Platz, wo Männer okay ist zu haben, gesellschaftlich gesehen. Also mir fällt auch an so groß, einzelhoher, runderen Nippeln bei Frauen, also ein Thema, was am Anfang nicht darf sein. Oder auch so einen sogenannten Damenbart, also so hoher über der Oberlips, wo es viel Produkte gibt, für die Wasch zu machen. Genau, und schon aber auch das Gefühl, dass, also dadurch, dass das so gesellschaftlich Gefühle sind, sozusagen, kann die auch gesellschaftlich verändern. Und schon das Gefühl, dass an so queeren, und feministische Kreise verschiedene Körperplätze schon im konnotiert gesehen, wo so hohe haben. Also zum Beispiel hohe auf den Beinen oder hohe in den Arm. Ich ging so in, dass noch nicht den Mainstream ist, mir dass der Stadt die letzten Jahren aber schon gewandelt wird, auch durch soziale Medien und so Sachen. Wie auf jeden Fall auch mein Eindruck. Mir vielleicht ist das noch einfach, weil es für mich so normal ging, sondern einfach gar keine Diskussion mehr ist. Aber ja, wie du siehst, so Einzelhoher, die lang auf irgendeinem Platz sind und da so ganz lang sind, fand ich bei mir sehr, also schon zum Beispiel ein Haar, was auf meine Face wiest. Das ist ganz lang. Das ist einfach ziemlich lang und ich fand das einfach ein bisschen komisch, dass du hast, nee, schon Stroh gewinnt. Also, wir sind mittlerweile ganz gut befreundet. Ja, und da gehen Plätze, du ich Haar, also ich persönlich, und da fand ich es nicht schlimm, aber sie sind aber irgendwie, oder feiern halt so dazu, dass irgendetwas Ekliges passiert. Also, mein Bauchnabel ist eine Zone, wo heinz du sich komische Substanzen oder so Haarknäuel unsammeln, und ich schon irgendwann ein Grabs rausgezogen, wo ich, also du wär schon nämlich fasziniert, dass ich einfach just nicht eklig fand. Ich weiß nicht, was da passiert wäre. Ich bin am Anfang ein relativ hygienischer Mensch, aber keine Ahnung. Seitdem ist der Bauchnabel so ein bisschen ein No-Go-Zone für andere Leute und für mich, auf die ich gut aufpassen. Aber ja, also das ist dann aber dann ein bisschen so mit Ekel verbunden. Ja, das verstehe ich. Alle heiligen Zeiten, wenn ich dann eine Bauchnabel-Grundreinigung mache, sind so, wie funktionieren Bauchnabeln? Ich habe mich das auch schon gefragt. Wie soll denn die richtig proper machen? Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen guten Artikel im Internet darüber. Bauchnabelhygiene. Ich fand, da sind wir schon ein bisschen auch bei so dem Thema Körperflüssigkeiten, oder? Da gibt es auf jeden Fall ein Jad Körperflüssigkeiten, die ich mir so abgeschrieben habe und ich meine, du auch. Ich zähle da mal ein paar ab und da können wir ja gucken, worüber wir wollen schwatzen. Also, ich habe abgeschrieben Ohrenschmalz, Schweiß und dann habe ich nach Menstruation und Menstruationsklumpen. Und du hast aber noch ein paar andere. Ich habe nach Boschießen, ob das ein Flüssigkeit ist, Kurzen, das ist ein Gedrischen, Flüssigkeit, Schnudeln. Boah, Spaut auch, da hatte ich aber nicht so viel dazu zu sagen. Sperma habe ich effektiv auch noch abgeschrieben. Und sonst hast du alles genannt, was auch ich gesagt tun. Okay, wo fangen wir an? Ich meine Ohrenschmalz, dazu habe ich Gefühle. Und die Gefühle, muss ich sagen, sind relativ positiv. Ich fand es ultra befriedigend, meine Ohren zu putzen. Ich meine nicht all Tag, aber so als zweiten Tag. Und ich fand, das fühlt sich einfach gut an. Und leider putzen ich aber so auf meine Ohren, dass nie viel Ohrenschmalz um meinem Wattestäbchen drüber ist. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Heißt du, wenn ich da vergesse, bin ich mega froh. Weil dann habe ich das Gefühl, ich habe etwas Gutes gemäht für mich an meinem Körper. Ja. Wie geht es dir mit deinem Ohrenschmalz? Ziemlich ähnlich. Allerdings
auch ein bisschen eklig. Du wirst wahrscheinlich mega froh mit Mengen Ohren, weil also ich in einem Grund produziere nicht mega viel von dem Schmalz, das ist schon so gedöst, so ich Kind das vielleicht irgendwie als Alternativ zu Walfett oder so verkaufen. Keine Ahnung. Es ist schon effektiv so ein extra Gerät für die Ohren zu putzen, das ist so ein kleinen Metallstäbchen mit einer Schlaufe quasi, wo ihn dann so an die Ohren kann gehen und das rausziehen. Also das wird empfohlen weil Wattestäbischer oder so Ohrenstäbischer, wie sie genannt gehen, sie am Anfang nicht so gut dafür, weil das dann echt da so noch Hand trägt, wenn ihn nicht so vorsichtig ist. Aber die Ohrenschlaufen sind gut. Es gibt auch scheinbar Produkte, die ich kann an die Ohren spritzen, für mich flüssig zu machen. Und wenn ihn ganz schlimme Probleme hat, dann nämlich viel heiert, mengt das Kind darunter allein, der den größte Klumpen Ohrenschmalz hat, da kann ihn auch bei den Doktor gehen, da kriegt ihn dann so durchgespult. Es hat verschiedene Erlebnisse, wo ich quasi so nichts ahnen, irgendwo so an irgendwann könnte es mir im Ohr gefallen und dann ist effektiv so ein relativ große Klumpen Ohrenschmalz einfach so rausgeplumpst und dazu nicht immer da bist du so okay, für allem war den irgendwie in der Leider und gesehen den das dann so und zum Glück können den selber als echt gesehen und muss ihn das sehr irgendwie an den Ölschnappes schmieren oder so. Das ist schon Momente, die einerseits im Ende faszinierend sind, und andererseits aber so ekel an halt auch schummt auslösen, wenn das was man da gesehen hat. Obwohl das ja am Anfang etwas ganz, also wahrscheinlich schon die meisten Leute irgendwie mal im Kopf gewohnt, also weil das relativ normal ist. Auch wenn nicht so viel drüber geschwärzt wird. Aber ja, also ist schon eine Quelle von Ekel, aber auch von Faszination. Und ich fand immer interessant, wie viele verschiedene Färben mein Ohr produzieren kann. Joel, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, lo. Vielleicht soll ich abhalten mit meiner Ohrenbots-Routine für zu gucken, wie das alles so ausgesehen. Weil so etwas, dadurch, dass ich so metikulös bin, passiert mir nie. Du wusstest gesagt hast, dass ich bei den Doktor kann gehen, für den Ohrenstopp rausgespult zu kriegen. Das hatte ich einfach als Kant. Also vielleicht ist da doch der Grund, wenn ich so die Idee gehabt, für was ich so gut auf meine Ohrenbots-Routine gucken. Aufgesehen davon, dass es sich einfach wirklich gut aufhielt. Mir das Gefühl von, oh, hoffentlich wird das Loken gesehen, hatte ich Samstag. Und zwar nicht mit Ohrenschmalz, mehr mit einem Koz. Samstag war ich um 8. Ich habe mich mit Leuten um 8 getroffen. Wir waren dann zusammen Gemüse kaufen und dann nach Brot und so. Und ich stand mal nach bei Nähen und habe einen Falafel gegessen. Und es war kalt den Tag. Es war den ersten Tag, den es geschneit hat. Und da ging ich Richtung Heim und die Person, mit der ich in der Nähe war, guckt mich an und sieht mir so, du hast so etwas unter Nuss. Und dann hatte ich halt so riesige Codes für unter Nuss hängen, wie es halt geschieht, wenn es dabei so kalt ist und Nuss ein bisschen auf einmal laufen und da sammelt sich den so dafür. Und ich habe mich so krass geschummt, aber so, wie das erste Mal lorecht, ich habe mit dem Dr. Codes Brot gekauft, ich habe mit dem Falafel gegessen. Und das war mal dann kurz, überraschenderweise, wirklich ziemlich peinlich. Ich kann mich noch nicht an so eine Geschichte erinnern. Das gibt ja aber sicher auch schon. Also das schon, mein Job, es wird viele Leute öfters mal passiert, da den irgendetwas so, ja, und der Nuss hängen hört. Wenn ihr wirklich Schnurres hört, dann hängt ihr doch vielleicht am Schnurres. Das ist auch etwas, was ich, also das hört, dass wir kein Kipperflüssigkeit, aber etwas, was ich nicht wirklich leiden kann, bei mir selber, von irgendwie so Essen am Bett verlieren. Und das geschieht aber nur mal eins so. Und das ist dann immer so, oh Gott, hoffentlich hat das okay gesehen oder was wir, wenn irgendjemand das gesehen hat. Und wahrscheinlich hat die Person da gesagt, hey, du hast etwas am Bett hängen und ich habe 30 Meter und wie nichts Schlimmes geschieht. Also für nicht allzu lange Zeit, also ich meine, das ist ein Jahr hier, habe ich irgendwann kurz aus meiner Nuss geholt und wäre so groß, also schön rund, du wünschst dir, dass das Erdwelt war, so quasi. Also ich bin wirklich fasziniert davon, und ich, ja, immer nach ein bisschen, das am Anfang schön, dass ich die Wäsche geworfen habe. Also das kann ich die auch nicht halten, aber, ja,
ich muss ein bisschen dran denken, weißt du, wie ihn als Kant Möllisch Zahn mit ihm kriegt, für sie können zu halen, oder sie weiß jetzt Zahn, weil als eine gewisse Person weiß jetzt Zahn hat. Apropos Klumpen. Ich denke nur um Menstruationsklumpen. Ich kann schon, dass Menstruationsblut sich so ein bisschen verdeckt und dann mehr zum Teil fast ist und so. Aber ich hatte für kurzem, bei meiner viertletzten Menstruation oder so, effektiv die erste Kehr so in auch so relativ schön geformten, ovalrunden Klumpen. Und das finde ich auch immens faszinierend. Dafür, ich kann das nur verzeihen. Genau, ich frage mich dann immer so, what is it? Also ist das einfach Blut, was koaguliert wird und sich dann zusammengeklumpt wird? Ist das vielleicht auch der Klumpen, wo die ein E-Zahl drauf war oder so? Genau, also also für mich ist das auch ein Teil von der Faszination von den Körpersachen, dass ich nicht genau weiß, am Anfang, wie sie zustande kommen. Oder halt auch einfach nicht genau kann wissen. Also natürlich nur Mikroskop und dann den Sachen drin, also, wie bei dem E-Zahl-Beispiel. Dabei passend, also so ein bisschen Thema Weißfluss. Thema Weißfluss merken ich aus mir meine sexualpädagogische Workshops, die ich an Schulklassen halte, mega wichtig, weil ich mir so krass gewünscht hat, dass irgendjemand mal an meiner Präpubertät oder an meiner Pubertät gesagt hat, Weißfluss ist total normal. Weil ich mich dafür immer mega geschummt habe und so das Gefühl hat, das ist nicht an der Reihe oder das ist irgendwie knaschtig. Und am Anfang hast du genau das Gegenteil, nämlich Vagina putzt sich vom selber, die muss ja nicht putzen. Mega cool. Und das ist halt dann das Resultat. Auch eng verknüpft mit dem Menstruationszyklus, also beim E-Sprung wird auch mehr Weißfluss released quasi, für das gut kann flutschen und so. Das gibt unterschiedliche Gründe für Weißfluss. Aber sie sind alle am Anfang cool. Ja, also so für meinem inneren Auge, also das großes Regal an der Drogerie oder am Supermarché mit so 10 verschiedenen Formen von Slip-Einlagen, die den Weißfluss sollen abfangen. Was total okay ist, für Leute, die das benutzen. Aber was bei mir Verwirrung ausgelöst wird, für was das geht, und darauf hin Schuld ausgelöst wird, dass ich das nicht benutzen, weil es sollen die Flüssigkeit ja am Anfang abfangen. Die dürfen nicht an der Box landen. Genau, und das hat wirklich bis zu meiner sexualpädagogischen Ausbildung gedauert, bis dass ich die schwierigen Gefühle an die Schuld konnte überwinden. Also da war ich, ja, Anfang 20. Anfang mit, ja, so viel zu den gesellschaftlichen Gefühlen. Ja, ist schon spannend von bei mir selber zu beobachten, dass CO2-Flüssigkeiten, die ich von meinem Körper nicht kenne, und ich merke einfach, dass ich so denke, du zählst von irgendwelchen Blutklumpen und ich denke so, an sich im Moment. Also ich mir natürlich gedacht, so, ja, mir schmerzen über etwas und das mega normal für ganz viele Leute. Und wenn das aus meinem menschlichen Körper rauskommt, gibt es wahrscheinlich auch nicht eklig fanden. Oder vielleicht schon, mir dann halt auch faszinierend. Und das wäre schon spannend zu beobachten. War schon dann eine andere Flüssigkeit nach, nämlich Sperma. Ich meine nicht als solches nicht eklig fanden, aber mit der Zeit koaguliert dadurch so. Oder wenn ihr den Fehler möchtet und masturbiert den an der Bieten, dann ist das doch so spiegelmäßig. Je nachdem, wie warm Wasser ist, wenn es halt wärmer ist, dann koaguliert das natürlich noch mehr. Und das fand ich da schon eklig einfach. Also, das ist dann noch irgendwie zwar faszinierend, aber auch ein bisschen eklig. Aber ich fand die Wahrheit insgesamt Sperma als Flüssigkeit und sich interessant. Auch weil es halt ganz unterschiedlich ist, wie flüssig oder wie dickflüssig es sein kann. Also oft je nachdem, wie lange den letzten Samenerguss zurückliegt. Und ich fand auch einfach spannend, wie viel Fantasien immer da verbunden sind bei ganz unterschiedlichen Leuten. Auch noch ganz unterschiedliche Fantasien. Also du gibt es ja ganz viel Porno und ganz viel verschiedene Sachen und Fetischer, die nochmal da zusammenhängen, wie so ein Kipferflüssigkeit dann aber auch Objekt von einem Fetisch sie kann. Wir haben noch nicht über Exkrementer geschwärmt, aber du hast es ja ähnlich, dass du auch dann Fetischer gehen und dann von etwas was
universell echt eklig ist, also die egen Exkrementer wann se dann gesik haben wann so Toilette wo echt op so in Tablett kackt an net direkt an Wasser wo der méi gesäit war den gemerk huet kann auch schon faszinierend sinn so wow, das ziemlich groß oder dat eng interessant Form me dat ist net unbedingt dat wo man ich mich länger will beschäftigen wo bei aber den andere Sachen die mal opgezählt hun denk ich mal so okay das wirklich faszinierend an das also Mama eklig wie lo so in Exkrement oder wie Urin wo von dat es mir raus könnt vielleicht schon denke kann oh interessant me mich nicht länger will man da beschäftigen. Ja, also ich fand, du sind wir auch schon bisschen vom Thema Flüssigkeiten zum Thema so Geruch vielleicht auch. Aber ja, was ich noch so wollte zu dem Unterschied von Sperma und Weißfluss zum Beispiel. Du merkst dir auch, wie du als Gesellschaft Konnotationen immer dran sind, oder? Weil an einer Gesellschaft, wo halt weibliche Sexualität sozusagen als etwas gesiegelt werden muss, so ein bisschen zurückhalten oder was Knaschiges oder so. Als natürlich das ungezündet Gefühl dazu, okay, ich muss mich irgendwie dafür schummen und mich waschen. Während bei Sperma et mehr die Ambivalenz wird von Körperflüssigkeit, die irgendwie ein bisschen eklig ist, aber gleichzeitig aber so Potenz. Oder, also, an mir kommen so Geschichten her von irgendwelchen ägyptischen Pharaonen, die an Wasser vom Nil gewichst haben, für das quasi die Ernte, das Jahr drauf fruchtbar ist und so. Also, es gibt der Körperflüssigkeit, die auch viel symbolisch Mursch gehen, irgendwie auch. Ich ging so über Thema Exkrement, da können wir vielleicht mich spät online schwatzen. Ich habe auf jeden Fall Thema Furzen auch noch mal brüst. Dazu können wir mich spät schwatzen. Sollen wir noch ein bisschen so bei dem Thema von so Geruch bleiben vielleicht? Weil ich fand, da passt nach Körperflüssigkeit Schweiß gut dabei, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Auch etwas, wo ich mich oft dabei ertappe, weil ich mich dann viermal selber eklen. Und das ist etwas, du hast halt viel drüber gesagt, der den oft mit sich selber mehr streng als mit anderen Leuten. Und das merke ich gerade beim Thema Schweiß, gerade beim Thema Schweißgeruch. Das halt mein Partner oder so eine Person, man sieht, oh, pass auf, ich stinke. Und ich mir denke, so schlimm fand ich das nicht. Und ich mir selber aber mega oft denken, so, boah, ich denke gerade super viel und ich gehe am liebsten direkt an den Tisch gehen oder ich habe gerade mega geschwäßt und ich will am liebsten nicht ungepackt und nicht irgendwie viele Leute gesehen, die wir haben oder dass die an meiner Nähe sind und sie selber fanden das aber gar nicht schlimm. Also das ist dann immer so das Kippergefühl und das Schummt und Ekelgefühl vis-à-vis von dem, was die Kipper mischt, ist dann oft mehr schlimm, wie das, was andere Leute über den denken. Wobei ich dann auch heinst du an dat ass vielleicht grad dann erfahren so am Summer wann der Weke schu fängt mat denken wo ich da schon fasziniert sind davon denke so dat ist am Anfang faszinant wie viel kann denken oder wat für Geruch dat grad aus mir so scheinst du denken so ja nice ja gleichzeitig ekel den der Stoff hier an das so komisch ne weil ich so und da dann hun selber gefühl ich mies mich recht fertigchen dat ich da nur gesot und dat ich die Gedanken heinst du hun das ist schon das ist viel dran. Also ich kann die Gefühle auf jeden Fall auch. Ich muss sagen, ich fand das immens interessant, wie das, was der Giers hat, der Schweißgeruch verändert. Ich meine, dass ich an den letzten Jahren ein bisschen mehr positiv Gefühl zu meinem Schweißgeruch kriege, weil eben andere Leute die mich gerne haben gesagt haben, oh, fand ich nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, fand ich nicht eklig. Also ich fand, die gesellschaftlichen Gefühle kann ich auch an den eigenen No-Beziehungen so beschaffen. Und das fand ich irgendwie etwas Schönes auch. Also dass ich dann Gefühle zum eigenen Körper verändern mit der Hilfe sozusagen von anderen Leuten. Ich merke noch, dass bei mir Thema Schweißen zusammenhängt mit meinem Menstruationszyklus. Also, dass ich zu bestimmten Zeiten mehr schweiße wie zu anderen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und viele Quellen sagen, dass kurz bevor ein Regel kriegt, weil den Östrogen mehr niedrig ist, also das Hormon, dass in der mehr schweißt. Und dass dann die Östrogenproduktion, wenn die Regelbildung rüber ist, mehr geht. Wie genau das aber funktioniert mit den Hormonen,
man mein Qualen nicht so wirklich konnte soen. Mit den Östrogen möchte irgendwie, dass den Körper hützt ernst reguliert an zum Menstruieren als eine Form von Infektion oder Anstrengung, an der erzeugt auch mehr Wärme am Körper und du willst Schwesen auch mehr. Zusätzlich würde auch eins oder noch so Menstruationskrampf oder so, die auch einkehr auslesen durch Muskelkontraktionen, dass sich der Körper mehr abheizt. So viel dazu. Und ich fand gut zum Thema Geruch passt auch noch so ein bisschen, das hat man schon ein bisschen umgeschwärzt mit Thema Genitalgeruch, also wie die Flüssigkeiten, die aus den Genitalien rauskommen, mit den Genitalien auch einfach so, weil das ja ein Schleimhaut. Und du musst es so ein Hummer auch so no Beziehungen geholfen. Du musst da klar zu kommen, dass Genitalien überhaupt riechen und dass das am Anfang normal ist. Aber ja, also zum Beispiel Vaginalgeruch als etwas, was man auch aus Showklassen oft begegnet, dass da Leute, wenn man über weiß verschwätzen oder wen Intimhygiene möchte oder so, dass dann oft könnt, das stinkt und so, auch für allem bei der Vulva kriegen statt ganz viel, auch von jungen Personen, ging so zwischen 10 an Urzing, viel zu hören tatsächlich. Aber gleichzeitig ist es ein Thema, über das nicht viel geschwärzt wird. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, mich frei zu verstehen, was die unterschiedlichen Gerüche von der Vulva bedeuten. Und dass, wenn nicht mehr fischig riecht oder wenn nicht mehr säßelig riecht, das Hinweis kann sein, ob was vielleicht auch nicht so gut passt. Und dass das eben kann ein Vaginosin, also eine bakterielle Infektion, oder kann eine Pilz sein. Wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr, ich meine, das ist eine Rubrik, als das normal über Genitalgeruch. Wir verlinken erst an den Shownotes. Also so die Schummt, die Peinlichkeit, den Ekel, möchte irgendwie auch, dass ihr nicht sinnvoll Gespräche kann über Körperin feiern, die einem effektiv auch helfen, mit der Körperin umzugehen. Aus meiner Stadt werde ich von allem bei dem Thema so für mich gelehrt tun. Es schon gefühl, da den sich du auch dann den Ekel, den ihr vielleicht von einem bestimmten Geruch unerzugkriegt hört, oder wo ihr merkt, okay, dass du riechst irgendwie komisch und das muss ja dann eklig sein, da den sich stehen, dadurch, dass er eine flott an interessante Aktivität ist, die ihn mischt mit der Person, also Sex oder zum Beispiel Oralsex, da den sich dann selber deprogrammiert oder halt ähnlich sozialisiert und dann mal den Geruch gut fand. Aber das ist natürlich schwer, dass das einfach normalisiert gehört und dann doch gut aus, darüber zu schwätzen und noch zu wissen, was sind die verschiedenen Gerüche, wo kommen sie hier, und war das vielleicht ganz normaler, was da vielleicht auch ein Problem hin. Und ich fand dann noch interessant, dass das für so ganz viel so Körpergerüche, gerade auch was Spee so geht, dann auch so fetischer geht. Oder nicht mehr was Spee so geht, also auch was vielleicht Weißfluss geht oder Vaginalgeruch, geht es ja einfach ganz viel so fetischer, also die sich vielleicht ob gedrohen Innerwäsche beziehen, die sich vielleicht ob einfach wie riecht der Mensch beziehen, Strümpfe auch oft an so Sportskleidung, also schon viel, dass das so an so Gay-Community ganz dax der Fall ist, dass das etwas ist, was Leute unzieht. Und das aber auch mit dem Geruch zu tun hat. Und dann Leute auch irgendwie, wenn sie so eine Sache sichern, also ich lese dann öfter so an Dating-Apps Profile, was Leute so sichern einfach, weil ich das interessant fand. So, ja, es soll stinken, aber es soll nicht zu viel stinken. Also so, du sollst gepflegt sein, und einfach sollst du irgendwie nur Sport riechen. Und das fand ich auch interessant, dass dann so ein Unterschied gemacht wird zwischen, das fand ich schon eklig und das noch nicht. Und das ist ja aber so individuell wahrscheinlich, dass ich das ja gar nicht selber kann wissen, was dem anderen gefällt oder was nicht, oder was schon zu viel ist. Spannend, dass Leute dann so ganz speziell Wünsche haben. Du hast selbst gesagt, was ich mega wichtig fand, online gehabt zu geben, nämlich dass so Massagen über Körperin und die Beauty-Standarden, die man so an einer Gesellschaft gelehrt kriegen, oder die Hygiene, an Nicht-Hygiene-Sachen, am Anfang relativ ambivalent widersprüchlich sind. Das heißt so, kein Haar, aber trotzdem Haar, mehr auf den richtigen Plätzen, und nicht zu viel, mehr aber auch nicht zu wenig.
sehr gepflegt, mir aber auch nicht drüber gepflegt und so. Und ich meine, dass in dem Fond, wenn ich so negativ guckt, immer kann irgendwie falsch machen, sozusagen. Ich meine, die positive Approche wäre für zu sagen, dadurch, dass ich das überhaupt gar nicht erfüllen kann, weil das so unrealistisch ist, kann ihn doch irgendwie dann nicht mehr richtig machen, an dem man so möchte, wie es sich für sich selber gut aufhält. So. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man auch viel Überforderung auslöst, quasi, die weird Körpersachen so zu navigieren. Und ist ja die Theorie, dass so Fetischer immer auch quasi ein Umgang ist mit gesellschaftlichen Tabuen. Also, dass je mehr Sachen Ekel beluscht gehen, desto mehr können doch an irgendwelchen Porno-Fantasie für oder je mehr Tabu. Ich so immer gern auch das Beispiel von dem Stiefgeschwister-Porno, also was ja aber ein absoluten Tabu ist, Sex, Inzest-Sex mit der Familie und so, wie was ja am Porno mega gelebt ist. Und da habe ich auch müssen, wie du für drinnen geschwärzt hast, über den E-Video Two Girls One Cup denken, dem uns an meiner Jugend mega präsent war. Ich habe ihn selber nie gesehen, weil mich einfach zu viel geekelt hat. Für die Leute, die nicht wissen, um was es geht, du sind zwei Personen, zwei Frauen, die soi-disant Exkrementer essen. Voilà, also das ja, war auf Pornoseiten mega den Hype, damals, wo ich jugendlich war. Schon dazu etwas gelesen, was unserem bei Thema Ekel feiert. Und zwar gibt es einen französischen Soziolog, den heißt Pierre Boisard, und den hat sich ganz viel beschäftigt mit Esskultur und auch mit Bistroen, und ganz viel mit dem Camembert. Also einem stänkischen Case. Und er hat da, also nicht Bücher geschrieben, er hat auch bei Dokumentationen über den Camembert mitgeschafft. Und er hat die Theorie aufgestellt, dass der Camembert nicht trotz mehr wenigst seinem Geruch gibt, so reagiert gehen. Und zwar gibt das erwachsenen ermöglichen, in eklige Geruch zu gutieren, zu konsumieren, den halt mit Ekel teilweise sogar auch mit Exkrementen verbunden wird, und das wir halt so Tabu in der Gesellschaft. Mir beim Camembert, den als Delikatesse gilt, Kind den dann essen. Das finde ich ganz spannend fand. Und lobst du das mit den Fetischen am Porno so schlägt am Anfang wirklich so an dieselbe Richtung, du der wen das dann. Und normalerweise ist das halt tabuisiert und eklig. Wow, Camembert als gesellschaftlichen Outlet. Ja, nice. Ich bin fasziniert von dieser Episode schon. Wir hatten auch so das Thema, was ein bisschen dabei passt, auch bei Thema Exkrementer, nämlich Furzen. Ich habe mich leider relativ viel mit dem Thema auseinandersetzen. So leider, weil ich krank war. Ich habe so chronisch Magen-Darm-Sachen, die letzte Main gehabt, die auch gemäht haben, dass ich schon relativ viel furzen. Und ich meine, das ist aber etwas, was viele Leute kennen, wenn sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben oder wenn sie irgendwie einen sensiblen Mo oder sensiblen Darm haben. Und Mo und Darm hat ja auch viel mit dem Immunsystem zu sehen, die sind ja irgendwann näher verbunden. Und ich denke, es gibt so Leute, die, ich weiß nicht, wenn sie gestresst sind oder wenn sie irgendwo einen Platz in ihrem Körper haben, die da weiß, dass es ihnen nicht so gut geht, die kriegen dann Migräne. Andere Leute, weiß ich nicht, fangen an, ihre Knie im Brett zu kriegen. Aber mir ist eben so mein Mo und mein Darm, den sich dann so weiß. Und das schon so ein bisschen an meiner Beziehung zu einem Running Joke, dass ich mega viel furzen, die letzten meint. Und schon früher an einer WG gewohnt, wo wir 4 Nähen gefurzt haben, und seitdem aber nicht mehr. Und dann waren wir mit der Person, mit der ich in der WG gewohnt habe, auf Besuch, meine Beziehungsperson und ich. Und dann habe ich quasi gefurzt für meine Beziehungsperson, weil ich bis dahin nicht gemäht habe. Mir war das so dann quasi die Norm an der WG, weil das ich mache, weil das so an mir dran, und dann habe ich mich kurz geschummt. Und das ist, wo du am Anfang angefangen hat, dass wir so 4 Nähen furzen und das irgendwie auch witzig fanden, und ich meine auch so, es irgendwie schön ist, dass ihr die Intimität mit denen auch teilt, dass ihr vielleicht Sachen, die gesellschaftlich als, ja, soll ich nicht machen, weird, komisch, eklig konnotiert sind, da kann so auch an der Beziehung ein bisschen anders konnotieren. Und das hat mir effektiv mega viel geholfen mit meinen
Krankheitssymptome sozusagen zu gehen, dass das irgendwie auch etwas Schönes und Witziges kann sein. Und ein schönes neues Vierbild. Und das Vierbild heißt Miriam Margolyes. Ich habe Miriam auf YouTube kennengelernt. Ich gucke halt so ein Format, das heißt In the Bag, wo so Celebrities quasi hier Posch auspacken und so weise, was da dran ist. Leider ist so ein bisschen die letzten Jahre zu einem Marketing-Gag gehen, wo auch halt dann halt so, den Do-Produkt habe ich immer dabei und so. Mir früher war das ziemlich cool. Und Miriam ist eine Schauspielerin, ich weiß nicht, wie alt sie ist queer, ungefähr die 70, 80 und furzt immens viel. Und zum Anfang von dem In the Bag, was so ein Vogue, so ein Vogue-Format ist, guckt sie an die Kamera, furzt und lacht. Und ich finde das so krass sympathisch fand, weil ich meine, dass auch Furzen wie viele andere Themen, wie zum Beispiel Haar oder so, oder da sind immer mehr so random einzelne Haarhut, die einem irgendwo Körper wurzeln. Ich meine, dass so Body Horror am Anfang ein Thema ist, was mir im Alter mich schlimm geht. Und ich finde es so erfrischend und schön fand, eine ältere Person zu sehen, die so offen und unbeschummt damit da umgeht. Und das wird mir geholfen. Ich meine erst den YouTube-Link zu dem In My Bag von Miriam an Show Notes. Wenn es mir schlecht geht, gucken scheinst du den kurzen Interview, weil er einfach glücklich mischt. Das fand ich cool. Ich bin generell der Meinung, dass man mehr open soll sie mit Furzen. Das ist natürlich immer ein bisschen so eine zwiespältige Geschichte, weil ich ja nie weiß, wie stinkig sie sind. Weil ich fand so einfach als gereich sind sie am Anfang echt da witzig. Mir wenn sie schlimm stinken, da kann das schon ein bisschen peinlich sein. So. Mehr, also ich fand das nicht gut für müssen anzuhalten. So. Ich bin dann noch echt da so die Person, die probiert, das unabfällig loszugehen, aber klappt halt auch nicht immer. Aber dafür ja, einfach mehr einen witzigen, offenen Umgang da fand ich schon ganz gut. Das ist dann noch vielleicht ein guter Moment für ein bisschen über Sachen der Kunst der Kultur zu schwätzen, die so gut bei dem Thema Ekel oder Body Horror oder Weird Sachen. Ich habe Gesicht an ein paar Sachen fand, also von allem Experimenter sind oft benutzt gehen an der jüngerer Kunstgeschichte. Also es gibt zum Beispiel den italienischen Künstler Piero Manzoni, den hat Merda d'Artista gemäht, also hin hat angeblich seine eigenen Experimenter an Dose verkauft. Scheinbar sind das mittlerweile große Sammelobjekte. Und ich weiß auch nicht, ob je die Dosen abgemäht hat, das Wesen am Anfang und nicht wirklich, ob da Scheiß dran ist. Etwas anderes als die Kloaka vom belgischen Künstler Wim Delvoye, den auch viel Mamudam zu dienen hat, also da gab es eine Zeit lang seine Kapelle, wo er gestaltet wird. Und er hat Maschinen gebaut, erfunden, die gefüttert gehen mit Essen und die dann etwas produzieren, wird ausgesät wie menschliche Exkremente und die gehen dann in Vakuum verpackt und die kann in der kaufen für ziemlich viel Suchen. Die Maschine stünde noch zu Lützburg, ich meine, das wäre sogar 2007, wo hier Lützburg auch Kulturhauptstadt wäre. Also schon die auch selber gesehen. Und ich erinnere mich noch, dass irgendjemand mal so gezählt hat, dass dann irgendwie Museumspersonal so geschwärzt hat, ja, heißt heute Maschinen Durchfall, dann könnte das ein bisschen wie dünnflüssig raus und dann so könnte die wie fest raus und ich weiß, also es wäre irgendwie so wie die Museen und ich meine, dass Lea Linster, die berühmte Cashin, 4 Maschinen gekocht wird in dem Moment. Also es ist effektiv schon eine ganz berühmte Maschine. Da gebe ich aber auch noch gerne queere Film, den sich immens viel mit Thema Ekel beschäftigt, erwähnen, und zwar ist den vom John Waters von 1972, das Pink Flamingos. Also du hast es noch nicht kannt, ich kenne den noch nicht so lange, aber anscheinend ist er ziemlich bekannt. Spielt Divine mit eng Drag Queen, die auch ganz berühmt ist durch den Film. Und es geht am Anfang darum, dass sie the filthiest person on earth ist, also die ekligste Person auf der Welt, und sie hat aber dann eine Rivalität mit einer Koppel, die den Titel auch will. Und
Et geht immens viel eklig Sachen, Kipperflüssigkeiten, auch teilweise Sachen, die Giers gehen, die eklig sollen sein. Ja, also die Film nicht unbedingt unvorbereitet gucken, vielleicht denke so, dass der Doktor oder so ist Heavys gucken, wo so Triggerwarnungen dran sind, dass die vielleicht weiß, was du wen durch könnt. Aber also durchaus auch interessant, dass dann Ekel benutzt gehen als Stilmittel, auch weil es ja für viele Leute einfach das Gefühl wäre, mit dem sie konfrontiert wären von der Mehrheitsgesellschaft. Darüber haben wir noch nicht so viel konnte schwätzen, wenn man echt darüber die Kipper geschwärzt haben. Ich fand das auch einen ganz interessanten Aspekt, dass Ekel auch etwas ist, was verschiedenen Gruppen von Menschen so als Gefühl entgegen geschleudert wird, wo es dann gar keinen Grund dafür gibt. Und dann habe ich die künstlerische Auseinandersetzung dummer da von einem ganz interessanten Aspekt von dann so, ja, wenn die das eklig fand, dann merken wir ganz viele eklige Sachen, an die musst du an die Kino gucken gehen. Ja, auch ein Umgang, ein diskriminierungskritischen Umgang mit gesellschaftlichen Gefühlen. Also ich habe ein Gefühl, es ging am Anfang nach mega viel zu so gehen. Wir sind auf jeden Fall auch nach während mal geschwärzt tun, mehr Beispiele an Themen angefallen an. Es gibt manchmal noch viel weiter spannende Literatur zu den Gefühlen von Schuld und Ekel. Aber ich denke, wir machen mal für Haut einen Punkt. Ich hoffe, du hast nicht so viel, oder ich hoffe, du hast vielleicht auch geekelt, währenddem es konnte eine Erfahrung machen oder hat Sachen weird fand oder so. Mich ging auf jeden Fall interessieren, wie es die heute in Episode zu lauschen, gefühlsmäßig. Also, wenn ihr es wollt, ein Feedback da lassen, feel free, das kann ihr auf der Instagram-Seite machen oder es kann ihr auf sex@ara.lu schreiben. Wir freuen uns am Anfang natürlich immer von erst zu hören. Aber ja, ich meine, ich sehe schon mal die nächste, ich muss einen Podcast raus, wo es um Thema Ekel und Scham geht und immer so Körpersachen. Ich meine, die Erfahrung gerne machen. Joel, hast du noch etwas zu sagen zum Schluss von dieser Episode? Nee, ich habe nicht mehr hinzuzufügen. Es kann ihn auch auf Spotify, gibt es auch eine Funktion für Feedback zu geben, die lesen wir auch. Die könnt auch bei unserem Site auf sexpodcast.lu einen Kommentar schreiben. Ich meine, es gibt genug Möglichkeiten, von der unbedingt für den Brief schreiben, von der sicher auch eine Adresse, wo die könnt ihr checken. Aber wenn es gibt, keine Codes mal checken oder so. Und Nummer da bleibt mir just erst, 2 schöne Wochen zu wünschen, bis es darum heißt, mehr wie Sex. Und merci für das Luistern. Und dir merci für die ganz viel eklige Sachen, die du mit uns gedealt hast. Merci dir, Joel. Bis geschwind. Ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. War das Konzept von Fuck First? Feier dich, stief hier unter dir. Das Deichter du bausen, Kerze brennen, vielleicht das den Ohren und das schuckelig warm da bannen. Gleich bimmelt die Familie unter dir, da geht Kies, gedrunk, a jeder Renner um 22 Uhr, brett wie ein Bett. Klingt gemütlich, mir nicht so sexy, oder? Wenn ihn aktiv an gefüllte Sexleben über die Feiertisch kann hun, verroden ich ihr an dieser Rubrik. Nee, mir schwatzen haut nicht über Inzest oder Orgien unter dem Bämchen. Mir an der Saison, an der soll gehen, an der Kado kriegt, wie es schurt, wenn kein Sex hat. Das ist ja aber eine Zeit, wo die Geburt von einem Jungen feiert, den aus göttlicher Hand geboren ist. Und vielleicht waren die 3 Kinderchen auch kein Engel. Aber bei so viel Familie, Alkohol, fettigem Essen, wie soll ihn da nach Sex raquetschen? Wie sollen die Rut, die vom Hausiger krut, dann lo produktiv nutzen? Denn Dan Savage hat das Konzept im Mantra, den heißt du weiterhelfen kann. Denn Dan Savage ist ein amerikanischer Journalist, LGBTQI+-Aktivist und ein Blogger, der mit Sextipps und Tricks bekannt ist. Sein Podcast Savage Love, den alle Woche rauskommt, besteht daran, dass Leute an das Studio schreiben oder mit ihren Frauen zum Thema Sex und Beziehungen rufen, an hin dann auf eine witzig und provokant Art und Weise darauf antwortet, an hin Lösungen vorschlägt. Eins von seinen bekanntesten Konzepten ist das vom Fuck First.
Was heißt Fuck First und wer ist das gemeint? Fuck First, also Fake für Taste, soll dazu beitragen, dass sexuelle Intimität an Beziehungen, besonders Langzeitbeziehungen, zu stärken. Die Idee ist, als echt Sex zu haben, an Dono denen all die schlechten Aufgaben notzugehen, an aufgelenkt zu sein. An dem sie proaktiv ist, an bewusst agiert, an sich Zeit für sexuelle Interaktionen hält, stärkt den sexuelle Verbindung zu der anderen Person. Ziel ist es, nicht von Müdigkeit, einer Routine oder Pflichten angeholt zu sein. So verhindert den immer Männer Sex zu haben und es bleibt den mehr aktiv. An der Praxis heißt das zum Beispiel, Sex für einem Date zu haben und nicht zu werden, bis sie vom Konzert, Restaurant, Kino oder Theater rümmers am Mittags. Besonders wenn ein schwere Sachen ist und da verdauen muss, möchte das mit und es tut vielleicht Blähungen oder Bauchweh. Sich bei Teleklaken klingt dann mehr sexy, wie nach viele Sex zu haben. Obwohl in die vielleicht wählt und sich noch viel geholt wird. Also am Klartext, als ich Puppe gehen, der Puppen erste geht. Der Sex soll d'entrée sein, den Amüsbusch und nicht der Cremendessert. So ist den Druck fort und es kann ihr relax Date oder bei der Familie über den Sex schwätzen. Wenn Leute feiern dich kommen und der Lust tut, macht es Neues, Mittes, mir macht es die Familie könnt. So könnt ihr auch zur 5. Pan Raclette Jahren gutem Gewissens, ohne zu keipen, keischen und ohne auf etwas verzichten zu müssen. Auf dieser Platz bleibt mir just noch etwas zu wünschen. Und zwar, gute Rutsch. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Dem Ministère für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.